Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich zeige euch hier ein Game vom All-Star, wo er eine richtig schöne Endscore gemacht hat natürlich. Bei dieser Veranstaltung oder im Team vom All-Star in dem Sinne ist auch noch der Merit, der Dragon und der Face. Wir haben hier also feindliche Crown Crew Unterstützung. Und ihr habt gesehen, auf Fallen, sie haben das eigentlich sehr gescheit gemacht. Sie sind gerade beim B gespawnt, sind die Flaggen reinnehmen. Der Mary ist schon ein bisschen vorausgesäckelt zum A. Und somit haben sie eigentlich dafür können sorgen, dass sie gerade von Anfang an 2 Flaggen haben. Weil das Problem ist, das gegnerische Team spawnt beim C. Also das ist jetzt hier kein Problem, aber wenn man selber durchspawnt, ist man eigentlich nur beim C in der Nähe und das andere Team ist halt beim B und beim A relativ nahe. Wobei vom C zum A könnte man es auch noch schaffen. Auf dieser Map ist es eigentlich sehr wichtig, dass man sich am Anfang schnell abspricht, wer geht woher und dann hat man von Anfang an 2 Flaggen und dann passt das wunderbar. Jetzt, wenn man dort beim B ist gestartet und wo sie haben angefangen, muss man Folgendes berücksichtigen. Es ist extrem verlockend, dann geht Richtung C zu säckeln und dort nach eine HG auf die C-Flagge zu werfen. Jetzt, wie ihr vielleicht wisst, Mannsgöckeli, die ja hier auf dem Feld rumsäckeln, die sind eigentlich die ersten ca. 5 Sekunden, wenn sie auf die Welt kommen, vor Explosivschaden geschützt. Ihr habt mich sicher auch schon gefragt, wenn ihr am Anfang gerade einen Predator runtergelassen und es hat irgendwie 3 Hitmarker gegeben, aber keinen gekillt. Oder wie jetzt eben gerade in diesem Beispiel, ihr werft gerade am Anfang, wenn ihr beim B spawnt. Schauen mal die Camp-Fotos an in diesem Ecke, okay. Wenn ihr gerade bei B spawnt und zum C säckelt und durch den Haken drauf schießt, dort killt ihr niemand. Das ist das Gleiche beim Dome. Die beim Anstarten werden häufig auch blendet und gerade mit HGs beschossen wie blöd. Aber dort kann man nicht sterben, weil man, wie gesagt, die ersten paar Sekunden vor Explosivschaden geschützt ist. Das funktioniert auch, wenn man vor einer AC 130 beschossen wird von einem Reaper. Es ist ein bisschen schwul, wenn man eigentlich möchte Kills abkassieren, aber es ist hilfreich, wenn man da ist, wo gefickt wurde. So überlebt man das Ganze. Also, auf was das ich eigentlich raus will, das bringt es nicht, wenn man zum richtig C säckelt, durch den Haken drüber schießt, man verwünscht zu 99% der Fälle keine Sau. Aber was gut funktioniert, ist, wenn einer Sniper ist in eurem Team, dann kann der wirklich durch den richtig C säckeln, über den kleinen Hügel drüber schauen und beim C unten Gegner, die die Flagge einnehmen, vielleicht einen Double Kill oder sogar einen Triple machen. Wunderschön. Also, das müsst ihr einfach im Kopf behalten haben. Und so sollte die Map eigentlich relativ einfach zu gewinnen sein. Na, jetzt habt ihr gesehen, der Flug hat sich hier gerade ins gegnerische Team hineingeschlichen. Das ist natürlich auch immer ein lustiger, wenn man die Jungs im gegnerischen Team auch kennt. Gibt dann auch ein bisschen etwas zu diskutieren. Ja, da ist gerade schön verwünscht worden. Also, jetzt gehen wir schnell auf das Gameplay vom All-Star ein. Und zwar habt ihr gesehen, er ist am Anfang zu B, hat das eingenommen, hat dann geholfen A einnehmen. Und ab diesem Zeitpunkt hat er sich immer zwischen A und C bewegt eigentlich. Im einen Gebäude, ein bisschen im Aussenbereich, drumherum. Und jetzt hat er immer weiter zu C gedrückt, weil die Gegner scheinbar nicht ganz so stark sind und dann erlaubt man sich das zwischendurch. Jetzt, was bedeutet das von der Spielmechanik her, wenn er so weit im gegnerischen Gebiet drinnen ist? Das bedeutet ganz einfach gesagt, dass der gegnerische Spawn, also dort, wo sie auf die Welt kommen, wo ja häufig in der Nähe ist von dieser Flagge, die man besitzt, wenn es nur eine ist, der wird verschoben. Weil der Gegner spawnt dann nicht oder sollte nicht in der Nähe vom eigenen Team, also vom Team vom All-Star spawnen, obwohl das zum Teil passiert. Jetzt habt ihr gesehen, sie werden einerseits dort hinten beim C oder zwischen dem C und dem B im Ecken gespawnt oder hinter dem B durchgespawnt, je nachdem, wo sich das Team vom All-Star bewegt. Und das ist eigentlich das ganze Rätsel für die noch so ein bisschen mit den Spawns Mühe haben. Sorry, muss mir auch schon unterbrechen. Habt ihr gesehen, wie der All-Star jetzt den Reaper-Schuss in die Leute hat reingeschossen? Dort sind etwa 3 gesäckelt und hat keinen einzigen verwünscht. Das ist eben an diesem scheiß Spawn-Schutz liegt das. Okay. Also wie gesagt, gehen wir zu der Spawn-Mechanik vom Call of Duty, für die das noch nicht können, die sich das in- und auswendig gemerkt haben, für die wird es jetzt vielleicht nicht so interessant, aber vielleicht könnt ihr gleich noch etwas dazu lernen. Es ist so, dass man immer durch auf die Welt kommt, wie schon gesagt, wo man eine Flagge hat. Wenn man eine Flagge hat, kommt man näher von dort auf die Welt. Wenn man 2 hat,
gibt es verschiedene Spawns. Wieso gibt es verschiedene Spawns? Es kann ja sein, dass man B und C hat und der Gegner geht plötzlich zum C. Und dann wäre es ja dumm, wenn man beim C gespawnt werden, dann ist die Chance grösser, dass das Spiel einen Spawn in der Nähe vom B auswählt, weil es dort weniger Gegner hat. Jetzt in der Theorie klingt das alles schön und gut, in der Praxis funktioniert es leider nicht so gut. Weil ihr habt auch schon gesehen, Spawn-Trap-Gameplay sicher, vor allem in den Vorgängerteilen ist das gut gegangen. Da ist es jetzt ein bisschen schwieriger zum Teil, aber es funktioniert auch hier noch. Es gibt im Internet Videos, vor allem gerade auf Mission, haben sie übelst können Spawn trappen, bis nachher endlich ein Fix ist rausgekommen, der das ein bisschen behoben hat. Aber ihr könnt das eigentlich folgendermaßen verstehen. Wenn ihr herausfindet, wo Gegner spawnen auf einer Map, dann könnt ihr eigentlich vom eigenen Team dort in dieser Nähe eine Person platzieren. Und das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass dort kein Gegner spawnt. Okay? Alles klar soweit, hoffe ich. Gut. Jetzt, in gewissen Ausnahmen gibt es dann gleich, dass der Gegner vor einem spawnt. Was willst du machen? Hoffentlich kassierst du ab. Aber mit dieser Taktik, dass man überall jemanden platziert, wo der Gegner auf die Welt kommen kann, kann man dafür sorgen, wenn man einen von diesen Spots nicht setzt, wenn dort keiner in der Nähe steht, kann man davon ausgehen, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit wiederum der Gegner durch auf die Welt kommt. Ich weiss, das war jetzt übelst viel Theorie gewesen und ja, ich mache das Spawn-Trap-Zeug eigentlich nicht so gern. Und ich will auch gar keine Anleitung geben, wie man es genau macht. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr Spawn-Trapping MW3 eingeben und dann werdet ihr dort Videos bekommen, wie man das machen kann, wie das aussieht und so weiter. Es ist in meinen Augen auch wieder ein bisschen, ja, eine armselige Spielweise, wenn man das ausnutzt mit dem Spawn-Trapping. Weil klar macht es Fun und das komplette gegnerische Team zu ficken, aber das machst du 2-3 Mal und dann wird es mir also verfickt langweilig, weil ich meine, ich will doch ein bisschen Herausforderung, wenn ich am Zocken bin. Ja? Okay. Dann ist es eben so, dass das nicht unbedingt fair ist auch, genau gleich wie die ganzen Glitchen und unter den Kehren verstecken und in die Body reingehen und boosten, alles die gleichen Kacker, die das machen. Aber ich will jetzt hier niemanden verwerfen, der das mal ausprobiert hat. Darum ist es eben schon noch interessant und in meinen Augen ganz ein wichtiger Punkt, das mit diesen Spawns einigermaßen zu kennen. Weil das entscheidet dann häufig eigentlich über Tod oder Leben von deiner virtuellen Call of Duty Figur. Weil die Sache ist halt die, einfach blind rumlaufen, wenn ein Huhn an den Kopf, das bringt sowieso nichts. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, wo der Gegner möglicherweise herkommen könnte, ist es auch schwierig, sich zu überlegen, kommt er jetzt in meinem Rücken oder kommt er jetzt von vorne, kommt er von links, kommt er von rechts. Und klar, die Minimap hilft auch, wenn man nicht gerade alles Assassin gelernt hat. Aber wenn keine Drohne da oben ist, kein UAV, nichts, kann man anhand von den Punkten, die man besetzt hat, von den Flaggen, die man eingenommen hat, und von der Position von seinen Teamkollegen eigentlich ziemlich easy herausfinden, wo der Gegner mit grosser Wahrscheinlichkeit als nächstes wird auftauchen. Jetzt weiss ich nicht genau, ob das für euch schon zu weit geht, ob das zu abgehoben ist, ob es zu unklar war. Wie immer bitte ich euch Feedback zu geben und dann können wir das gerne zusammen mal im Detail anschauen. Eben für Spawn-Trapping müsst ihr gar nicht erst fragen, dort gebe ich euch keine Anleitung. Ich finde, das ist nicht wirklich eine interessante Art zu spielen. Und ja, ich finde auch, das ist nichts, wo man damit bluffen kann, wenn man dann mit Spawn-Trapping irgendwie einen Wahnsinns-Score erreicht hat. Okay, eben Fragen stellen und sonst hoffe ich, das hat ein bisschen geholfen. Einerseits ein bisschen Funktionalität von Map Fallen und andererseits eben, wie funktionieren die Spawns. Ja, Gratulation an Allstar, schöne Score gemacht. Schöne zusammen.